Guten Morgen. Endlich hast du mal wieder Sonntag, ne? Ich sage ein paar Jahre, willkommen hier. Sonntagsschule, als wir uns haben wir mit so einem Tischchen-Ding, so wenn wir mit so spazieren und so wieder, das ist okay, das ist bloß, dass wir das lieben an uns haben. Wenn wir Bibel studieren, dann werden wir unbedingt das nächste von Ritual. So, wenn wir auf einmal so zu sich aufgehen oder so was, dann früher sagt, wir werden Tag von der dessen Zeit nutzen, sondern wenn wir hier fortfahren, dort wir haben was mitgenommen. Also die Bibel lehrt uns dort der erste Tag, der nutzt den Sinn nach gut, zum sich an der Apostel ihre Lehre beschaffen. Und wir glauben wirklich, dass wir haben nicht den rechten Sinn nach Jehovah und nicht getan haben. So, das ist so, wie hier von der Tag sind. Wir fangen von der mit einem Kurs an, wo ich würde Derch die Bibel durchgehen. Auf Spanisch würde ich dort ein Panorama Biblico. Wir haben das einmal getan und wir wollen das feststellen. Wir wollen dort mit noch einem Dollmeier Einzelheiten so ein Derch checken. Und wir wollen uns halten, die Frau zu beantworten, wo sie auch, wenn ich ein ersten Buch von der Bibel sehe, was sagt das zu mir. Also wir haben alle einmal eine Geschichte angehört oder vielleicht eine biblische Geschichte. Wir lesen die und dann habe ich dafür eine Goliath Geschichte und dann sagen wir so, wow, das ist vielleicht eine interessante Geschichte, aber was halt das? Oder dann sagen wir an die Prophetenbücher, und dann lesen wir den Text und dann denken wir so, was noch nicht mit der Tod. So, das fühlt und das vielleicht nicht fühlt oder vielleicht soll ich glaube sagen, schlafen, dass wir uns nicht mehr geben, ein ganzes Bild zu merken von der Bibel. Und wo immer ich in der Bibel sehe, dass ich dann hastig kann in meinem Kopf dort draufblättern und sagen, hier sehe ich, und das war so, dass hier so ein Sache was wurde. Wir machen Lehren verantwortlich mit der Bibel umzugehen und weise zu sein am ganzen Bild. Also die Bibel ist nicht von der irgendeinem Platz. Die Bibel ist eine Geschichte von Radung. Und wenn wir die Radung vollkommen verstehen, dann müssen wir dort ganze Part mitziehen. Und dann würde es vielleicht zu vergleichen mit einer Película checken. Wenn wir wollen angeladen sind, zum ein Movie sein, und wir wollen 30 Minuten Loop kommen, dann wird alles über hier sein sein. Und das ist die Geschichte von den ersten Christen. Wir wollten dort Jesus erst am Kreuz gewohnt, aber wenn erst wird uns sagt, Jesus muss am Kreuz sterben für die Sinn, dann fragen wir, wieso? Und dann sagt jeder, wohnt ja ran. Weil wir wollten dort. Das ist arg. So, das ist klar soll uns halten, durch die Bibel durchzuchecken. Und das wird immer den Tief brücken, und ich war einmal wieder frische Blätter urteilen, oder die Platz an dieser schweren uns damit halten. Ich würde auch merken, als Lied, die kann go taub ein Papier. Und wenn die nicht kann, dann kann ich mit mir spazieren, ich finde wieso nicht. So, ich würde mich freuen, dass die als Lied, wenn die Platz an dieser Stelle waren, sich dort lehren in das kommende Sender, so dass ihr euch als Parejas taub ein Papier und all die Jugendlichen, die nicht mal wie Mama und Papa sagten, die können auch rein. So, wenn die nicht so ein Papier gekriegt haben, dann heben wir die Hand ab, dann wird Benny gleich angejagt. Sind wir noch Papier? Ja. So, dann wird Benny ein Papier bringen. Und dann würde ich mehr bringen, einen Schreiber mit. Ich habe mit Fliet auf das Papier keine Bibeltexten extra noch geschrieben, weil dort halb jünt, dass die besser lernen. So, wenn wir hier so mit diesem Thema schaffen, ich will die Bibelstellen einmal wieder für den Tag bringen, und die erst geschrieben, die du absolut für jünt sein werden nicht. Und dann unbedingt, weil die in die Bibel machen, weil die wollen die Bibeltexten lesen. So, das ist bloß ein bisschen so die Empfehlung für den ganzen Tag. Und dann, weil wir muss sein, wo wir bekommen. So, hier sind all mir alles, was ein Papier, hat jeder ein Papier gekriegt? Okay, so die sind all hingewiesen. Jungs, hat jeder ein Papier? Weil ihr euch? Mooi, da sind all ein paar Jungs, die ein Papier wollen.
Sehr gut, wir wird beten und dann die Augen wieder. Vor dem Himmel, wir danken dir für die Gelegenheit, wo wir haben, uns als Christen zu versammeln. Und wir danken dir, dass du uns hast die Wort hingelogen und dass wir uns damit beschäftigen können. Wir beten um Weisheit und Verständnis, die Wort gegenüber. Und möchtest du verherrlicht werden, durch was du angeht, und möchtest wir abgebildet in die Not getragen werden, durch die Wort. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Also, für die nur das Papier, was wir da haben, weil ich hier so 3 Fasses von der Weltzeit handschrieben. So, das eine schrieb ich hier an Schöpfung. Also, wir haben in der Bibel ein ganz klares Bild von Gott, seine originale Geduld. Gott mögt was du vollkommen perfekt wird. Und dort müssen wir in Betracht nehmen, wenn wir Gott seinen Plan verstehen. So, wir haben im ersten Fall eine Welt, wo durch Unfälle ist. Der hat Gott gemerkt, so ist Gott dort will und dort wir geschehen. Dann haben wir eine zweite Zeit, wo von Sinn geplant ist. Und die Sinnzeit, die leben wir von der Nacht noch einmal. Und dort ist, was wir machen verstehen können, zum Beispiel, wo uns das geht von dir. Dort wird eine Leute reisen, dort zu weit. Dann haben wir aber einen dritten Platz in Ziel. Wir vergessen nur so viel von dort der Christentum hat, wo haben wir. Durch kommt so eine Lehre von dort, sie in Christen, aber sie retten gesund sind im Schwung, weil Menschen haben das Ziel verloren. Okay. Ganz klar haben so eine Menschen, die glauben, die kann nicht mal krank sein, wenn die Christen sind, die haben keine Ahnung, von wo die Christen haben. Und das ist sehr arg. Wenn wir durch die Bibel gehen, dann checken wir das an als Zeit. Wir sind an Zeit gebunden. Wir können nicht verabhützen, wir können nicht treiben. Und ich, einer von denen, wo du so sagst, viel zu viel sagst, ich kann mir auf 4 gewöhnen, ich kann bloß 2 Minuten treiben. Und dann kann ich. Dann bist du erst so, und dann hast du alles gesagt, dann hast du noch nicht fertig gesagt, dann fällt dir ich holen. Und dann wirst du dort gleich treten. So, wir sind gebunden an diese Zeit. Kein Mensch kann sich hier von uns eigentlich auslesen und sagen, okay, ich will hier haben oder ich will nicht mehr hostig hier haben. Wir sind an diese Zeitraum gebunden und wir machen uns Leben dann weise Entscheidungen machen durch das Leben. Das ist, was das ganze Jahr anfängt. So, was will Gott, was möchte Gott ursprünglich, was ist passiert und was soll passieren? Und durch das Ganze finden wir einen so schmacker roter Streck durch die Bibel. So, auf das Papier kommt der rote Streck noch nicht fair. Das nächste Papier, was ich kriege, da wird ein so schmacker roter Streck sein. Und der Streck, der fängt ganz an 1. Mose an, wo Gott zu Eva sagt, ja, die haben gesündigt, aber von denen nur kommt, was wir kommen. Und der wird das in Trouble abfixen. Und den Streck, weil wir hängen haben. Wenn wir wollen Gott seine Rat und kann wir vollkommen. Ich glaube nicht, und wenn Ursula von Ihnen sagt, ich sie bekehrt, ich habe Sinnenvergebung erlangt, ich will ihn nicht im Zwiebel bringen. Ich will ihn halten, der Rat vollkommen festzupacken und zu sagen, wow, Gott hat wirklich Hilfe für mich. Und der hat das diesen Jahr 3 angefangen, die Rat weiterzuleiten. Und das ist wundervoll, durch die Länge zu gehen. Das erste Ding, was wir hier so dann von der auf uns Blatt lernen wollen, ist, das fängt alle an. Und wir haben so, die Papiere sind auf Spanisch, wenn Ursula von hier großen Trouble haben mit Spanisch, ich werde probieren, einmal Plattdeutsch zu sagen,
Aber du so, wenn ihr auf Papier ancheckt und der Linke sieht, als 1. Mose 1 Vers 1 abgeschrieben, und nur sagt dort am Anfang, mir Gott den Himmel und die Erde. So der Grund vom Glauben, der fängt an 1. Mose 1 Vers 1 an. Wer immer will sich als Christ bekennen, der muss hier anfangen. An dem Moment, wo wir Gott, die Schöpfung, wahrnehmen, wir kennen nicht, aber wenn wir proben, dann sagen wir Sodom auf. So, ich will hier so lesen, mit dem Tag Jesaja 40. Das ist der erste Text, wo wir hier uns von der lesen. Jesaja 40, Vers 26 bis 28. Wer würde du gleichen zu lesen? Jesaja 40, vom Vers 26 bis 28. Denk aan de volgers met experience. Wer habt ihr mehr? Bei Leib nicht und anderen Brüt. Weit hoch leben sein. In der Welt sei jeder genommen. Dort als wir in Gott in der Gröbe drauf, dort nie nicht und bei Fehlt. Wo dann sein, Jakob, die in das oder was der Israeliten noch der Haar weit nicht wohl uns der Gott ja uns nicht wo uns kann. Weit nicht wo nicht haben sie nicht gesagt, der Rat als auf einmal Gott, weil auf uns hat uns nicht gemerkt, wir waren nicht neu oder Mutter, Gott erst nicht, wo er uns kommt. So, diesen Text zeige ich du, weil ich antickne, dort ist ein Text, wo du zu ungläubigen Menschen redest. Also, der Grundlehre für Glauben ist dort zu sein, wo dort du im Vers 28 sagst. Dort sagt du im Vers 28, weit ihr dort nicht, und dann was ist die Antwort für die Frau? Was weiten diese Menschen nicht? Okay, so du sagst mehrere Dinge. Wenn wir uns das hier mal abschreiben, was braucht dort unseren menschlichen Trouble abfixen? So, wenn wir uns die Text von Jesaja fängt an mit Menschen, wo du behaupten, keiner weiß, was uns geht. Oder die Anstellung hast du dort hängen. Das würde man kann sein, uns jetzt einmal nicht zu haben. Dann schrift der Prophet und dann sagt er, wollt ihr gar nicht, haben sie nicht gesagt. So, nun kannst du dann nur dem ein paar Worte haben, wo du grundleer sind, die Bibel zu verstehen, aber mehr als dort am Gott kennenzulernen. So, das erste Ding ist, der Herr ist auf einmal Gott. So, der ganz große Umfang ist dann, dort du es ein Gott. Und was von der Beschreibung jaft er denn nur an den ersten Satz? Ewig. Mooi weg. So, der erste Punkt ist, du bist ein Gott und der ist ewig. Das ist der erste Antwort auf diese Frage. Habt ihr noch jemand gesagt? So, Menschen fehlt dort zu weit. Dort ist ein Gott und der Gott, der ist ewig. Und dort halt und neu. Und dann habe ich nur ein zweites Ding. Was hat das ewige Gott noch? Der hat alles gemerkt. Dort sagt du, er hat alles auf der ganzen Erde gemerkt. So, das ewige Gott ist dann nicht mehr bloß dort wie offen Gott. Dort ist der Gott, wo dort sichtbar gemerkt hat. So, dann fangen wir hier an, Gott ist ewig und Gott hat gemerkt. El Creador, Dios Creador. Das ist ein Gott und der hat gemerkt. Was ist das nächste Ding, was du so bieten? Sage, was bedeutet das?
Der ist nicht so sagen, die wird noch mal was anfangen und das kann man vorlich kriegen. Nicht? So, hier ist ein wichtiges Ding. Gott ist ewig, Gott hat gemerkt, und dann sagt er hier, Gott, was meint er, wenn er nicht mautlos war? Vielleicht ja. Der ändert nicht. Also nicht. Wow, den Plot ich dort schon noch nicht. Aber einmal, dort sagst du, hey, was nicht meint oder mautlos, aber du hast einen Grund für, wo soll diese Beschreibung durchkommen? Wo soll Schrift Jesaja uns dort Gottes ewig, die haben alles gemerkt, der was nicht meint, nicht mautlos. Wo soll kommt der letzte Satz du mal bei? Deze verdeel krijgt zo nodig aan verhaal binnen oorlog. Dankeschön. Du hast eine Grundwahrheit beim. Stell dir vor, bloß für so ein Kind steht hier. Gott milk Adam und Eva, weil der will im Garten gehen und der will mit den Jungs gut spazieren. Gott sieht ihm eine Meinung, mit Menschen Gemeinschaft zu pflegen, hat nicht geändert. Dort meint so viel, Gott hat für die eine Spazier im Garten, Krax und Rücken verlangt, was der für Adam und Eva hat. Das ist ein paar Wahrheit, wo mir persönlich sehr schwer fällt, für mich festzuhalten. Aber ich mag, dass Jesaja die Predigt zu Menschen, gerade so was die eigentlich viele so eigentlich denken zu halten. Dort das ganze Pack fängt mit Gott an, das ganze Pack besteht an Gott und das ganze Pack bleibt, wenn Gott dort hält. Und das so ein Ding, wo ich will mein Jungen lehren, aber nicht bloß den, ich will mir das selbst erst mal lehren. Ich will mir das lehren, Gott zu glauben, der Ewige. Gott, den Mörker und Gott, den Beholer. Der wird nicht ändern. Und das ist wohl so, der Konzept so ab ihrem wichtig ist. Dann lesen wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 3. Ich stamme ihm ungefähr mehr von Ihnen kennen notwendig. Wenn ihr nicht kennen, dann bleibt das dumm an. Hebräer 11, Vers 3. Hebräer 11, 3. Durch den Glauben, wer will lesen? Hebräer 11, Vers 3. Daar gelooft heb je dat weten, dat God in zichzelf bij zien in jouw hout, zodat alles wat zien zijn als Sehr gut. So, du hast eine Behauptung. Hebräer 11 sagt dort, wir können doch weiten, dass Gott der Mörker ist. Mörker. Durch den Glauben. Und ich finde, dass das der Grundlehre für unseren Glauben, because, nach meinem persönlichen Verständnis von der Bibel, kostet nicht sein, ich glaube, dass Jesus mir geraten hat, und Gott als Mörker, als Schöpfer verachten. Das schafft nicht. Entweder Gott hat die Welt gemerkt, und Jesus ist für deine Sinn gestorben, oder Gott hat nicht die Welt gemerkt, und Jesus ist nicht für deine Sinn gestorben. Oder du kannst nicht Leeres und Wahrheit beides reden, und Gott sagt dort beides. So dort schnitt sich ein mit das andere. Und dann finden wir in Jesaja 44, die Blättern trägt du noch uns in Jesaja. Jesaja 44, du werden wir uns in Vers 18 lesen. 18 und 19. Jesaja 44, Vers 18 und 19. Wenn ihr den gefunden habt, kann ich lesen. Jesaja 44, Vers 18 und 19. Der Herr, der den Himmel gemerkt hat und erleichtert ist, der die Erde staat in gemerkt hat, in Argen gegeben hat, der die Erde nicht fertig genug hat, aber so dass der verlebt hat. Der sagt, ich sehe den Herr, du hast mein Wunder. Ich habe nicht an den Himmel geredet. Oder anders. En in het Israël. Ik zit
nu kommen nicht vergeht, dass er nicht liegen soll. Er geht der Herr, seine Worte redet, und sei dann, dass die Kultur So, ja, gut. So, hier fängt die Flash die Bekehrungsbotschaft, was Jesaja predigen soll, die Rottereg nur den reinen Glauben von Ungott-Glauben, der ja alles gemerkt hat. So, die erste Entscheidung für einen Mensch ist, die Bibel zu nehmen und zu sagen, das ist Gott sein Wort. Und das ist Wahrheit. Wenn Gott hat nicht am Dienstren, nicht in der Art, wo Pflicht Sachen gerät, da hat sie auf dem Wort. Aber die Wahrheit schafft bloß dann, wenn wir so Hebräer auf am Glauben annehmen, dass die Bibel ist die Wahrheit. Und wenn die Bibel anfängt, an 1. Mose 1, Vers 1, und sagt, am Anfang mir Gott, alles was gemerkt hast, dann sage ich, ja, Gott hat alles gemerkt. Und dort ist der Anfang. Wenn ich dort ansehen kann, dass Gott hat alles gemerkt, dann sehe ich gereut zum Wiedergehen. Wenn dann, wo ich so Jesaja hier sage, ich habe nicht im Geheim geredet oder in eine Dienstag, ich sehe, Jakob seine Nukum nicht vergiftet, dass sie mich siegen sollen. Ich sehe der Herr, der die Wahrheit redet, in sein Sohn, dass hier durch absolut nicht kann. So, wenn du die Entscheidung triffst von dir, oder vielleicht hast du ja mehrere Jahre drin, dann hast du die selbst wie geholt. Nimm Gott an den Wort, ganz auf Steinfast geschrieben. Gott mir die Welt. Und von 1. Mose 1, ganz bei der Bibel, wird nicht viel. Und da wird die Bibel sagt. Hiebert, sie Verse nach in sie Zeugnis, dort hat sie können bekehren, den Tag, wo heute auch kommt. Bloß muss sagen, ja, wenn Gott sagt, das ist das, dann ist das so. Das ist der Grund für Bibelverständnis. Nur Gott drehen und sagen, ja, Gott, du bist der eine, du bist der, der alles gemerkt hat, und du warst nicht andere. Und dann nehmen wir die Bibel und dann lesen wir wieder. Und dann geht uns schon. So, und es steht nicht, ihr seid Segen zum Proben zu sein, dass die Bibel ist vielleicht nicht Wahrheit, und dort Gott macht vielleicht die Welt vielleicht in 6 Millionen Jahren gemerkt haben oder so wieder. Dann als die Frau durchläufst du und der Gebot Gottes, hat Gott sich für die Wort oder gleich du die so klug, dass du was Gott sein Wort im Frau stehen und sagen, na, vielleicht ist Gott doch gleich so richtig. Du, wenn 1. Mose 1 als der Anfang von der ganzen Geschichte, wo du sagst, der Allmacher, der Ewige, der mir alles, was von dir zu sein ist. Und der jaft nicht ab und sie gemerkt hat, der alles, was er kann, am Menschen zu raten. Dann habe ich so die 7 ersten Teil. So, wenn erst die Frau, die kleine Frau, dann war ich die Antwort ohne die Frau. Ich bleibe, dort wir eine Weg. Dort wären 7 24 Teil. Der wird nicht getwiebelt. Dort wird, was die Bibel braucht für Teil an 1. Mose, hat nichts zu tun mit, warum muss sein, wo lang das geht. Und wenn die das nicht wissen, dort der Text und Teil Evidenz gehabt an sich selbst, dann wollen wir vielleicht von dem nicht auch irgendwo wundern, wo viel an der Forschung selbst steht geschrieben, und dort wieder bloß lesen, dann wollen wir dort, okay, ja, da wir von einem Sonnenabgang, was der Sonnenflash abgeht, das ist so einfach so. So, wir drehen uns nun in 1. Mose, Kapitel 1. Und dann wollen wir uns so ein paar Vers lesen und die Schöpfung durch ein kleines bisschen lenken. So, Tim geht einmal ein bisschen einfacher machen für nächste von uns. Das Alte Testament wird in Hebräisch geschrieben. Und die Hebräer hatten eine Angewohnheit, dass die wohl eine Geschichte einmal verteilt. Und dann, wenn die Geschichte einmal verteilt hatten, dann wurden die Geschichte noch einmal verteilt, mit ein paar Dingen mehr durch. Und dann wurden die Geschichte noch einmal verteilt, mit das Wichtigste,
wat aan de Geschichte benest. Met zo'n Beispiel würde wir sagen, ich habe Geburtstag gefeiert. Und dann hast du die ganze Geschichte vertalt. Und dann sagst du, ich habe Geburtstag gefeiert und dann kommen alle Menschen angerufen, wo kriegst du auch noch sagt. Das kriegt dieselbe Geschichte vertalt, ja, so bloß noch ein paar Details gegeben. Dann muss ich sagen, ich habe Geburtstag gefeiert und nach meinem Geburtstag kriege ich eine neue Karte. Dort ist dann das Wichtigste, was auf dem Geburtstag passiert ist. So, wenn die das hebräische Schrift lesen, dann geht grasslich so erscheinen, du nennst eben, und dann sein, wo Bücher gewöhnlich gut die Bibel Geschichten vertelt. Und wo scheint das jetzt, wenn du Geburtstag hast und dann noch all diese Dinge, du nachklickst und dann sagst, wow, das ist eine gute Geschichte. So, die Geschichte ist ganz komplett. Hier steht, an 1. Mose 1 Vers 8. Der originale Geschichte, was wir von dir lesen, dort bloß sei, Gott mögt alles. Punkt. Und das ist, was wir eigentlich wollten brauchen. Wenn man die dort annehmen lässt, dann sagst du, okay, Gott hat die Welt gemerkt und das ist mir gut. Aber der Schreiber, was 1. Mose schrift, der ist, so ist ich, und den Jank hat nochmal, du wolltest so eine Schrift, dessen zweiten Krons rum. So, das zweite Krons, dort ist dort, was du passiert, von Vers 2 wieder. So, der erklärt nu, wo das passiert ist. Wer wollen wir uns lesen? 1. Mose 1, von Vers 2 bis der 4. Alles stopp ist da. Und Gott ist jetzt bewegt, denkt über das Mutter. Dann sieht Gott, du Lichtchen, denn das Volk da. Und Gott befahlt das Licht, und er sagt, das Isra, und er sagt, das Isra fort von das Licht. Und Gott nahm das Licht da, und das Isra nahm ein Dach. Die Oben, und der Morgen, am ersten Tag. So, bloß mal eine Frage. Wie lange wird dort von, wenn der Tag wird, was dort frisch Tag wird? Okay, so, wie lange wird das erste Tag? Ein Tag. Dankeschön. So, wenn jeder Geschichte mal mit den Kindern lesen, dann fragt die Kinder mal die Frau, wenn die Kinder sind, stellt sich so Klick aus des Scientificus von ersten Tag. So, bloß, ich sage doch bloß, wenn die das noch nicht wissen, dann sagst du bloß so arschelig was dort für die Klugheit von dieser Welt. Dann sagt Gott mir Dachen, dann mir die Distre, und dann sagst du dass die wollt wahrscheinlich lang. Dann sagt er darum ganz klar, wo lang die erste Tag gediert hat. Dann sagt von da bis da. Und das soll wie jitzig mit sein. Die Bibel redet nicht von weit und alles, die redet so schmack an das zweite Geschichte von der ersten Tag, die hier so und so lang. Dann, wenn wir uns den zweiten Tag Geschichte lesen, wer will diese lesen vom Vers 6 bis der 8? Und Gott sieht, nur durch ein Himmel sein, auf der Mutter ab Gott, von der Mutter ab Gott zu sagen. Denn Gott nicht einen Nachthimmel, von der Mutter ein Nachthimmel, von der Mutter früher den Nachthimmel ab Gott zu sagen. Denn auch dir selbst. Denn Gott an dem Himmel, der und der Main begingen, von den zweiten Tag. So, du sagst dort bloß, dort Gott mir die Luft, wo wir beim Wohnen. Und dann, als du fragst, zuletzt war da die Beschreibung von, wo lang der zweite Tag was wird. Wer will den dritten Tag lesen, vom Vers 11 bis der 12? Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. And it was so. And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. So the evening and the morning were the third day. So Gott teilt die Erde noch Mutter neun,
En ik denk dat nog, ik in Zuid-Amman wie spazieren in solche Träg dort, Gott hat unbedingt an dessen 3 Tag op het evangelie gedaan. Want die moet meer voor, dan gaat mal een meer aan en holt een allemaal water, dan gaat hij nu mal beziehen en zon aan. Dat verschwindt. Wo zou je dat dan nog einmal meer in het land, want dat water aan de eerd verschwinden kan? Wenn Gott sieht auf gut. Wir kennen Gott so in Erzswur, dann die bloß nur die Übung mehr. Gott sagt am 3. Tag, du wirst Butter sein, du wirst 3 Ehren sein, du wirst gleich, du wirst 3 Ehren, du wirst Butter. Und dann sagt er, du so häng herum, dort Gott mir ist hier noch interessant. Du wirst nicht bloß Stück, du wirst nichts. Und Gott sagt, weißt du, was das muss spannend mehr. Und die Leute alle haben interessante Dinge verdacht. Und du kannst alles da schart finden. Und so sagt er, verstehe ich nicht, bloß um immer nach. So, Gott hat einen scheinen Tag geholt. Und die sind hingegangen, wow, kann ich nicht darüber tun. Dann lesen wir wieder. Und dann fingen wir dort den 4. Tag, jetzt dort noch mehr interessante Sachen. Wer will diese lesen? Von Vers 14 bis 18. Gott sieht, Gott sah der im Himmel, dass sei auf der ihr Licht gegangen. Dass sei den Tag und den Nacht regiert, und dass sei der Licht von der Licht in ihr Schein. Und Gott sagt, dass kommt mir. So, 4. Tag merkt Gott die Sonne und den Mond und die Sterne und er merkt dort zum Tiet und ihr Scheiden sind. So, ich weiß nicht, wie viel von den älteren Menschen oder den jüngeren Menschen, weil ich von dir eine Frage habe. Wie lange kann ein Plant leben ohne Sonnenschein? Erstmal. Wenn ihr nicht korrekt weißt, wie viel der, dann sagt bloß mal von eurer Firma. Manche Jünger, die werden auch erkannt. Wie lange kann ein Schiff bloß ohne Sonnenschein? Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht wann. Aber wie lange von eurer Firma? Warum so ein Vater? Okay, sehr gut. So, wenn die noch mal eine Spezies haben mit irgendwem, wer Gott seine Macht am Zwiebel stellt. Und er sagt, Gott hat dort Millionen Jahre jetzt die Welt machen. Und die Welt aber sich noch so halbwegs in der Bibel holen, dann fragt er bloß mal, wo schafft er doch Gott den 3. Tag planten mögt. Und an Millionen Jahren Luther die Sonne schien. Würde nicht mehr äußerlich sein zu sagen, dass die Planten hatten durch 3 Millionen Jahre lügen die Sonne so verkommen? Weißt du, Gott mögt die Sonne nur die Planten, nur mein Verständnis, nur bloß den Menschen bewiesen, wo Blattdamm sind. Wenn du die Geschichte liest von der Zeit, das zum Lachen, wo dumme Menschen sind, zum Proben noch durchwaschen, Millionen Jahre lang zu quatschen. Und ich glaube, Gott auch bloß wenn ihr wisst, wo dumm und sinnliche Verstand sind, zum Proben Gott den allmächtigen Mörker aus dieser Geschichte rückzieht. Gott mögt die Sonne, nur den, bloß zu mir in die bewiesen zu haben. Der hat einen Schmucken Gott gemerkt, so stelle ich mir das vor. Die sind auch wahrlich. Stellt euch vor, Gott hat den 3. Tag aufgeschlagen mit der Welt voller schmuckste Planten, blauen Bäume, und einmal hier feststellen, dort Leute herrlich. Und dann ging der schlucken. Und dann nächsten Tag zum Morgens, ich habe gesagt, du fährst, wenn Gott weiß, dort noch viel. Man wie wel, wie sind Leute voll mit dieser Geschichte. Und wir wollen sein,
wo Bild eigentlich groß Gott ist. Und wir was muss ich gut so groß wenn die Geschichte lesen, wo der ist. Gott mögt, wir sollen den 4. Tag und dann fängt wieder am 5. Tag. Wer wird um gleich zu lesen, vom Vers 24 bis der 24. Und Gott sagt, blutlebende Tiere auf die Pferdchen, wenn jeder Sorge auf Heu, und wilde Tier, jede Sorge auf Heu, wenn Gott Jesus. Wenn Gott gibt die wilde Tier auf die jeder Sorge auf Heu, die verschiedenen Heu, jeder Sorge auf Heu. Eigentlich alles, was du auf die Tier, wenn jeder Sorge auf Heu. Wenn Gott sagt, dann go hier. Da we go. Huh? So, Luther de bloos maar nemen dat hier wordt eerst we zijn en dat we geen tier zijn. Dat we Samaria de zon opkomen en dat we geen spreid dieper. Staat je verder dat je geen kiet, dan wil je niet aan mij gaan. Dat wil vielleicht fan zijn, maar weet ik niet. Aber ich war nie in Alsi, wie wir 10 Jahre befreit in Januar, wie wir eine kleine Reise und wir fuhren am Meer. Und wir haben noch Fährreich am Meer zusammen mit so einer kleinen Lamm und so einer großen Flaschenboot an, da kam ich meist aus der Gruppe, die eine Freundin zu sein. Aber wir fuhren noch eine 5 Meter Lamm und nur so ein bisschen Schwamm bei dir nass, wo du 15, 16 Meter lang wird, und 40 Tonnen Schwamm. En dan wil ze 3 keer van mij. Dan voert ik al die aan en dan zeg ik, stel die bloos voor 1 seconde. Dat gaat me op de wereld. En die had ons gedacht, dat we van die vrede leven met die vers door een moeder. Ik geloof dat de 5e dag wir bidden eigentlich. Wegen Gott wist dat, wenn wir wohl auf ihr dran ran und du willst schmacke blank sein, dann fehlt du noch unbedingt ein Flotter. Und du fehlt ein Hund. Und du fehlt alles immer auch noch. Und Gott mögt sein ganzes Leben durchzugehen auf ihr ab. Und das ist so viel Tier. Dat du nicht von der uns bewundern kannst. Und du von reden kannst, dass du Gott, der Allmacher, der mögt das für dich und für mich. Und dat je het schön dat de bouw was. De 6e dag is dan een zeer schöner Dag. Dus een lange tijd, we worden ons zien door zo'n lesen van vers 25 tot 30. 1. Mose 24 tot 30. Wir haben du wel, kan hier lezen, 1. Mose 1 van vers 25 tot 30. Und Gott sagt, blutlebende Tier auf die Pferdchen, wenn jeder Tag abfahrt. Heu und dann Konzept, ein wildes Tier jeder Tag abfahrt. Und dort hier so. Und Gott nimmt die wilde Tier auf ihr jeder Tag abfahrt. Und verschiedene Heu jeder Tag abfahrt. Und wir Kohle, wo du auf ihr Tier eine jeder Tag abfahrt. Und Gott sagt, das ist Gott hier. Und dann hat Gott haben Menschen mehr, so wieder in Anstrengung. Blut an Macht haben, über die Tasche am Meer, über die Geld an der Nacht, über das Feuer, und über das Tier, und über alles, was du selbst. En dat moet mensen, dat is ook hier in het vlei, maar zien een gewoon klein moet mens voor prima. En dat jij dat en ziet, moet die dingen hebben en niet over de monster, hier van hier, en over de hier van hier. Die zouden macht haben über de Fisch en meer, über de vee en de water en über alles wat hier leeft. En wat ze kijk aan, die daarom van alle planten wat hier gezocht haben en van alle bomen gezocht en de vrucht haben hier. En alle tieren en vee en alles wat u zegt, alles wat hier leeft. Wat van irgendein juist kon spreken en wat er zo. Zeer goed.
So, wat alles hat Gott den 6. Tag gemacht? Hier im Menschen. Tieren und Menschen. Wie viele Menschen? 2. Okay, so hier ist, wo das hier schlecht Spannung wird. So, ich war von dir nicht hier all das einzelne Dinge schreiben, weil dort hier Tüster mit den Hänger und Frühstück das. Dort merkt dort spannend und schön, speziell von den Dingen. Die Aufmerksamkeit will ich hier abmerken, ob dort das Geschichte als eine Wiederholungsgeschichte. So, der erste Punkt sagt bloß, Gott hat alles gemacht. Am Anfang merkt Gott alles. Dann der zweite Kranz hier, dort stehen, was wir uns groß bekriegt haben, die erste Mose-Geschichte wird ganz vollkommen, an 7 Tagen. Und da in frühes macht das vielleicht Trostwort sein, dort hat frühes auch den 6. Tag gemerkt, und dann ist bloß, ich will die Bibel bloß lesen, für was er ist. Der dritte Kranz hier rum, dort ist der letzte Mal, wo diese Geschichte sich wiederholt. So, die Geschichte ist spannend. Weißt du noch, ich gesagt, du wie Geburtstag, und an der Geburtstag von der Freund, und der wichtigste von der Geschichte, wie er dort eine Quelle kriegt. Kriegt so erst dort an diesem Fall mit, Gott mir alles, was du gemerkt hast. Und dann sagt er uns dort, sagst der mir Gott alles, was du gemerkt hast. Und dann erklärt Gott, dort du wir Menschen und dort wir welche Menschen. Oder dort wir die Corona de la Creación, sagen wir dort auf Spanisch. Und dann vertelt dort Gott mir am 6. Tag, was sehr besonders, weil der 6. Tag wie ein Tag. So für mich, das was bloß sagen soll, ich dort belebt, Gott verbringt nicht Zeit zum Dingen merken, im Sinne von Gott sein Wort merkt. Also wenn Gott sieht, dann just ihr Gott sehen, dann wir nur Wutter Gott sehen. Und ich stelle mir mal so vor, dass zum Beispiel Gott hat gesagt, wow, das ihr sagt zwar Schmuck, aber du fehlst noch Menschen und du fehlst noch alle Sorten. Und dann hat er gesagt, Junge, wir haben Elefants, wir haben Borsch und das noch ein Jahr. Und dann hat er Adam durch und dann sagte die Tiere, wo die sollen halten. Und dann, was das mehr heißt, dass Adam meiden, der weiß nicht, wo seine Früh geblieben ist, weil der fällt so sagen, eigentlich zu hoch. Und dann geht der Mittagsschlug hoch, wenn Gott in dem Schlug merkt. Und dann, wenn der Mittagsschlug über ist, dann hat Gott eine perfekte Qualität gegeben. Wenn Gott mögt für Adam die perfekte Haupt. Ich will Ihnen diese Geschichte mit einem Hüss geben und die kann du wahrlich lesen. Wo das bitterste Kranz der Emphasis ist und Gott mögt alles, ja, alles. Aber du wirst noch was so wichtig, was Gott mögt und halt Menschen. Dort wird der erste Mond, die erste Früh, eine perfekte Schöpfung. So, ich will bloß, dort wir uns so am Vers 1. Mose 2, Vers 1 lesen. Und nu werden der Himmel und die Erde und all dort Leben, was im Himmel und auf der Erde ist, gemerkt. Und am 7. Tag wird alles fertig, was Gott gemerkt hat. Und heute war der nicht wieder am 7. Tag. Und dort, was er getan hat. Und Gott sah in den 7. Tag und sah den apart und sah dort, da heilig wir, wie uns heute den Tag abhielt mit seiner Arbeit und der alles mögt. Das ist, wo der Himmel und die Erde gemerkt werden. So, wenn Sie so eine Antwort antecknen, und weil von mir wieder bloß ein Teilchen dort an manche Menschen hast oder um gewissen in der Bibel zu stehen. Aber manche, wo der zweite Kranz zu eng ist. So, der erste Kranz, das Punkt hier, der ist zu eng und ein Vers 1. Das sagt, am Anfang mir Gott Himmel und Erde. Und dann der zweite Kranz, der schlägt auf, durch Kapitel 2, Vers 4, wo das sagt, das ist, wo der Himmel und die Erde gemerkt werden. Und dann kann jeder durch diesen dritten Kranz lesen. Und dann werden wir uns den dritten Kranz hier so, oder der zweite Kranz von der dritten Geschichte, würde ich sagen. Der finden die durch 1. Mose 2, von Vers 5 bis 24. So schrieb ich dort erst so ab.
En dan lees je de geschichte thuis, wel einmal even. En dann werden wir nächste Sonntag wiederholen von dieser Kreation, diese Schöpfung, der werden wir uns einmal klarstellen. Okay, was hat Gott da nicht mehr? Manche haben die ist noch ein. So, das eine werden wir beschrieben, zu sagen, Gott, der Allmacher, hat das gemacht. Und dann werden wir von dort sein, wieder tun. So, Gott ist immer gut, werden wir uns nächste Sonntag mit unterhalten, mit der Geschichte von Adam und Eva, und dann gehen wir von dort wieder.